Gratis. Merita. Ich bin Xenia. Ich bin der Mali. Filissa. Ich glaube, da gibt es ganz viele Vorurteile, die sie haben. Die meisten Moslems, die ich kenne, sind ja das Gegenteil. Bei uns ist ja der Alkohol verboten. Und das ist schon ein Grund. Wir bringen das schon mit. Für Spass. Wenn wir dann noch trinken, dann ist das zu viel. Dann ist darum Spassbremsen, die jetzt ausschließen. Ich glaube, kein Spassbremse. Kann man das über sich selber sagen? Es ist nicht religionsbedingt. Ich glaube, das hat sehr viel mit deinem Charakter zu tun. Oder ob du einfach wirklich vielleicht einen mega blöden Tag hast. Und dann machst du einfach nicht. Oh mein Gott! Moslems sind IS-Anhänger. Das ist ganz, ganz schlimm. Das kann nur jemand sagen, der absolut komplett eingeschränkt ist im Kopf. Nein! Oh mein Gott. Ja, das haben meine Eltern bei mir. Ich bin ja konvertiert und sie hatten auch Angst gehabt, dass ich irgendwie zum IS gehe. Aber ich denke halt, das sind vor allem die Leute, die den Islam nicht als spirituellen Weg sehen. Der Islam ist ein tiefgründiger Weg. Und wenn man das irgendwie nicht so anerkennt, dann kommt man mega schnell in die Ignoranz hinein. Und Allah, Gott zeigt uns, dass wir unser Intellekt benutzen müssen. Und wenn man das macht, dann kann man gar nicht zum IS gehen, weil man einfach sofort realisiert, dass es falsch ist. Also Islam und ISIS haben überhaupt gar nichts zu tun zusammen. Muslimen sind nicht Terroristen. Ein paar Leute spinnen ein bisschen. Die brauchen vielleicht einen Kaffee oder Tee, sich beruhigen. Aber ich selber bin nicht Terrorist. Schwierig. Ich weiß nicht, ich finde die Idee eigentlich so absurd. Genetisch gesehen können wir gar nicht alle IS-Anhänger sein, weil nicht jeder wirklich den Bartwuchs hat, der gefördert wird. Es ist nicht jeder Moslem IS. Ich glaube, man will das Bild gerne vermittelt haben, dass muslimische Frauen unterdrückt sind. Aber eigentlich erlebe ich jeden Tag das Gegenteil. Frauen unterdrücken. Ich will nicht sagen, dass es ein muslimisches Problem ist. Also, im Islam werden Frauen grundsätzlich nicht unterdrückt. Aber Muslime Frauen unterdrücken teilweise schon. Es ist nicht so, dass nicht Muslime Frauen unterdrücken, sondern Frauen werden generell unterdrückt. Eine Frau hat generell das Problem, dass egal in welcher Gesellschaft sie leben, irgendjemand ihnen vorgibt, wer sie sollen sein. Wenn hier im Westen haben wir auch ein Frauenbild. Wenn man dann nicht dem entspricht, ist man prüde oder Frauen werden verpönt, wenn sie Hausfrauen oder Mütter sein wollen. Und das Problem haben ja Frauen überall. Deswegen müssen sie strugglen. Sie nicht akzeptiert werden, so wie sie. Das ist bei den Moslems so. Bei den Moslems ist es einfach umgekehrt. Ich bin einverstanden, wenn man sagt, Frauen werden unterdrückt, ob sie jetzt Musliminnen sind oder nicht. Ich glaube, es kommt nicht darauf an. Es sind einfach Männer, die irgendwie das Gefühl haben, sie können es einfach an ihren Frauen auslassen. Ja, und wenn sie dann noch wie Muslime sind, ja, es kann sein. Aber es kann genauso gut sein, dass ein Christ oder ein Jod oder ein Atheist seine Frau unterdrückt. Also, das sind für mich die Männer, die zu wenig Wissen haben über die Religion, die sich nicht informieren, die in der Ignoranz leben, die das Leben des Propheten nicht kennen. Weil er das nämlich gesagt hat, der beste Mann ist der seine Frau am besten behandelt. Ja, genau. Nein, wie gesagt, ich sicher nicht. Also ich habe mich frei entschieden, ich liebe mein Kopftuch, es gibt mir Freiheit, innere Zufriedenheit. Ich fühle mich schön, ich fühle mich wie eine Prinzessin. Das Kopftuch ist etwas, da habe ich persönlich gar keine Erfahrungen gemacht. Jeder hat einen freien Willen in seinem Kopf. Auch die Frauen entscheiden sich selber, ich trage das Kopftuch. Natürlich können sie Druck machen, aber dann ist es wieder bei der Frau. Das Tuch auf dem Kopf bestimmt ja nicht, wie viel Intelligenz ein Mensch hat. Im Islam ist es klar so, dass jeder angewiesen wird, Wissen zu erlangen, egal ob Mann, Frau, Kopftuch oder kein Kopftuch. Auch was ich mega spannend finde, in Marokko ist eine der ersten Universitäten gegründet worden, und zwar von einer Frau. Und ich finde, das sagt schon eigentlich mega viel aus, dass es gar nicht kann stimmen, dass einfach alle dumm sind. Und ich bin es auf jeden Fall nicht. Ich finde, so Leute, die so Aussagen machen, ich würde sagen, dass die Leute eigentlich sehr dumm sind, weil sie sich eigentlich überhaupt nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Ich weiß nicht, ob gewisse Leute das wie vielleicht brauchen, dass man einfach immer wieder über das gleiche Thema reden muss. Immer wieder wie die Bestätigung bekommen, mal, es denken immer noch alle gleich. Frauen mit Kopftuch, die müssen dumm sein, die müssen gefangen sein, die müssen abhängig sein von irgendjemandem. Ich finde, es ist mal Zeit, dass man mal das Ganze ein bisschen ablegen und einfach mal akzeptiert, dass die Frau das vielleicht auch tatsächlich auch wollen. Die denken immer nur bis noch so.
so viel. Mehr denken sie nicht. Bedeckte Frauen sind in gewisser Weise schon ein bisschen schwieriger. Aber das Problem ist halt einfach, es gibt wirklich Musliminnen, die sie gerne sie gehen mit dem raus und tragen sie mit Stolz und studieren und sie für mich sogar noch stärker als so manche andere Frauen, sie eben mit genau diesen Vorurteilen, nicht nur seitens der Europäer, sondern auch seitens der Moslem konfrontiert werden. Nein, sie sind frei. Ich weiss, dass meine Mutter hat einmal probiert. Mein Vater hat gar nicht gesagt, mach was du willst. Und sie haben es probiert, ist nicht gegangen. Sie hat einfach wieder weggenommen. Du kannst nicht jemanden zwingen, etwas anlegen. Vor allem heutzutage ist der Kopf sehr schwierig. Alle schauen ja, also nein, wir tun niemanden zwingen. Wem tue ich weh, wenn ich das Kopftuch trage? Für mich persönlich war es eine individuelle Entscheidung. Und darum war es auch ich, die gesagt hat, das ist mein Körper, ich möchte mich so anlegen, wie ich mich wohlfühle. Das würde ich jetzt auch behaupten, ist für die meisten Musliminnen der Fall. Auf jeden Fall für alle, die ich kenne. Dass sie das tragen aus Überzeugung und aus Stolz und aus Liebe zu Gott. Ich habe keine muslimischen Eltern, ich weiss es nicht. Muslimische Eltern sind streng. Ich würde sagen, allgemein Eltern sind einfach streng. Und je nach Kultur sind sie von extrem streng zu mäßig liberal. Ich glaube, ein Stückchen weit stimmt es. Aber das ist, glaube ich, eher mehr so, weil sie hier angekommen sind. Sie wollen wie sicherstellen, dass ihre Kinder nicht vergessen, woher sie kommen. Und dann versucht man sie ein bisschen mehr an die Familie zu binden, an die Religion zu binden. Ja, meine Eltern waren sehr streng. Also, ich finde ich auch masslos übertrieben. Hankerum denke ich so, sie sind hierher gekommen, sie haben nicht genau gewusst, wie sie abläuft. Sie haben auch zuerst mal gedacht, wir machen jetzt einfach mal so ein Pauschal-Nein. Für die nächsten 20 Jahre. Und dann schauen wir dann sukzessiv aufbauen. Ich kann von mir aus schon auch sagen, dass das bei mir auch so war früher. Dass ich viel strenger erzogen worden bin und mehr daheim sein als meine Schweizer Freundinnen. Und mit 15, 16 vielleicht in Jugendtreff haben dürfen und das ist für mich gar nicht in Frage gekommen. Ich denke, das hat nichts mit Religion zu tun. Und meine Eltern sind erst jetzt, oder besser gesagt so nach dem Krieg im Kosovo, religiöser geworden. Ich glaube, dort ist es mehr um Tradition gegangen. Und im Sinne von, du bist ein junges Mädchen, du solltest das nicht machen. Du solltest das nicht machen, einfach weil es sich nicht gehört. Aber es hat nichts mit der Religion zu tun gehabt, sondern mehr mit der Tradition aus dem Land, wie meine Eltern erzogen worden sind. Und ja, wie meine Mär so schön sagt, nach der 12 passiert nichts Gutes am Abend. Wir machen nichts anderes, als mit Kollegen rausgehen. Das kann ich nicht bestätigen. Wir dürfen schon Spass haben. Wir haben ja eigentlich auch viel Spass. Wir müssen viel Spass haben, sonst kommen wir nicht klar. So viel Familienfest und so viele Regeln irgendwann. Aber das mit Musik hören, das ist Ansichtssache. Es gibt tatsächlich Moslems, die sagen, Musik ist haram. Im Koran selber steht es zum Beispiel nie, dass Musik verboten ist. Aber es gibt andere Bücher, wo du dann so daraus interpretieren kannst, ob es verboten ist oder nicht. Aber das ist nicht für jeden autoritär, nicht für jede muslimische Gruppe. Ich höre zu viel Musik. Ich höre sehr, sehr viel Musik. Alles, Klassik, Rock, Hip-Hop. DJ Ötzi! DJ Ötzi! Kennt ihr nicht? Mein Verständnis vom Islam ist eigentlich nicht, dass du keinen Spass am Leben hast, sondern eher das Gegenteil, dass du wie das Leben wirklich genießen, dass du es wertschätzt, die Welt gehst, entdecken, Freunde treffen, die dir wichtig sind. Ich glaube, das ist ganz im Sinn von Allah, wie ich das so verstehe. Also, weißt, Spass ist sowieso Ansichtssache. Das ist Spass. Eigentlich solltest du nicht Glücksspiele machen, eigentlich solltest du nicht trinken. Ausgang ist jetzt nicht zwingend der beste Ort. Ich will mich selber nicht als Heilige darstellen. Also, das nicht unbedingt machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass jemand sagt, ja, alles, was abgeht, ist haram. Aber weißt, ich denke, das ist schon ein Sinn dahinter. Meine persönliche Ansicht zur Religion ist auch jetzt gut, du misst eine Gesellschaft immer nach dem Schwächsten Glied. Allah spricht im Koran nicht der Stärkste unter uns an, sondern der Schwächste. Und der Schwächste unter uns ist der, der sich nicht spürt, wenn er trinkt. Und er anderen Leuten Schaden zufügt. Also es gibt Leute, die können im Casino sagen, okay, ich gehe mit 200 Franken, das spiele ich fix und Punkt. Aber es gibt der Schwächste unter uns, verspürt sein ganzes Einkommen und bringt sich nach um und lässt seine Frau und Kinder allein. Der Schwächste unter uns geht die Ausgang und versteht nicht, wenn eine Frau Nein sagt, dass es ein Nein heisst. Es hat schon seinen Sinn, warum die Sachen so angesprochen werden, dass es eigentlich haram ist. Absolut nicht. Ich unternehme sehr viel in meiner Freizeit. Ich gehe schlitteln, ich gehe Bowling spielen. Eben, wenn ich meine Kolleginnen treffe, dann sind wir
viel am Rumlachen. Mit meinem Mann bin ich auch ständig am Rumblödeln. Das nicht, lernt doch einfach mal die Muslime kennen und schaut, ob es wirklich so ist, ob die wirklich keinen Spass haben in ihrem Leben, weil es trifft überhaupt nicht zu. Wir Muslime sind eigentlich sehr frei. Wir dürfen viele Sachen machen, was eigentlich Haram ist und Halal. Halal ist erlaubt und Haram nicht erlaubt. Haram gibt es im Islam und so riesig im Halal. Das stimmt auch nicht. Es gibt viele Beispiele aus dem Koran, die das widerlegen. Die Aussage stimmt einfach schon nur inhaltlich nicht. Um es klarzustellen, ich habe definitiv keinen Hass gegen Andersgläubige. Also ob es Leute gibt, die einen Hass auf Andersgläubige haben, ja, die gibt es schon. Das Problem ist halt viel schlechte Erfahrungen. Wenn wir uns anschauen, hier in Europa, gibt es ja auch einen gewissen Muslimenhass. Und verhältnisgemäß, was Moslem hier angerichtet ist, ist relativ herzig. Wenn du vergleichst mit Kolonialzeiten, alle Jahre irgendwie ein Krieg im Nahen Osten. Mit ein paar Moslems, die sagen, das sind Zeichen. Moslems sind immer bekämpft worden, seit der Prophet sallallahu alaihi wasallam auftaucht ist, haben uns alle angegriffen. Es gibt Moslems, die so denken. Ich sage nicht, dass es die Wahrheit ist, aber sie haben einfach gute Beispiele für das. Die Geschichte, die Vergangenheit, gibt ihnen Vorlagen so zu hassen. So wie ein paar Muslime, zum Beispiel in der Schweiz, der Schweizer Vorlagen geben, Moslems zu hassen. Ehrenmord und so Geschichten. Und dann, das ist schon eine gute Vorlage für Rassismus gegen Moslems. Es gibt immer in allen Gemeinschaften so eine Minderheit, die mega laut ist. Ja, irgendwie finde ich es einfach schade, dass wir, die Andersgläubige nicht hassen, nicht auch mal laut sind. Und ja, ich möchte an dieser Stelle sagen, wir hassen euch nicht. Wir sind gerne mit euch zusammen. Wir haben Arbeitskollegen, sonstige Kollegen, die nicht Muslime sind. Ja, eine meiner besten Kolleginnen ist nicht Muslimin und wir verstehen uns super. Ich liebe euch. Alle muslimischen Frauen werden unterdrückt. Ich weiss aber gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es absolute Bullshit ist, auf gut Deutsch gesagt, oder auf gut Englisch gesagt. Alle muslimischen Frauen werden unterdrückt. Ich weiss nicht, sehe ich für dich unterdrückt aus? Es gibt immer so vereinzelte Familien, wo das vielleicht ein bisschen strenger ausgeführt wird. Ich meine, wenn ich an mich selber zurückdenke, meine Mutter hat... Und das war aber auch wieder nicht die Religion, die meine Mutter dazu veranlasst hat, mir zu sagen, Felissa, jetzt hast du deine Lehre gemacht, jetzt such dir doch mal, du musst dich nicht weiterbilden. Aber das hat nichts mit der Religion oder mit dem Islam per se zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie meine Mutter mich erzogen hat. Es ist jetzt wirklich wieder einmal so eine Pauschalisierung, wo man das Gefühl hat, komm, werfen wir das in die Runde, das zieht immer. Nein. Geht doch daheim schauen, wer mehr unter Druck ist zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Und dann kann man wieder zusammenreden. Nein, ich finde das ganz schlimm. Ich finde die Aussage wirklich ganz schlimm. Von wo kennst du alle muslimischen Frauen auf dieser Welt? Also bitte. Schon nur sprachlich finde ich das einfach... Kannst du echt nicht bringen. Ich würde eher sagen, generell, leider ist es immer noch so, dass echt generell Frauen immer noch unterdrückt werden. Und die Unterdrückung, also die hat ja ganz viele verschiedene Facetten. Ich meine, das hast du auch im Job, wo du genau die gleiche Ausbildung hast wie ein Mann, aber er bekommt echt mehr als du. Ich finde, das ist schon Unterdrückung. Das geht echt gar nicht. Mir hat das Gefühl, dass es ist nicht nur Moslems, sondern allgemein. Alle Religionen, alle Länder. Wir verlangen immer mehr an der Frau, dass sie sich mehr aufpassen, sich besser benehmen und die sehr lang für alles und nichts zu machen. Und es liegt nicht an Moslems, sondern an den Menschen selber. Wir sind immer spät. Irgendwie genau. Allgemein haben Frauen und Männer nicht das gleiche Recht. Und das finde ich einfach schade. Ich habe eine Weltreise gemacht vor 2 Jahren und es ist mir mega schwer gefallen, als ich wieder in die Schweiz gekommen bin, mich so ein bisschen wieder an das zu gewöhnen. Bei mir persönlich ist es so, dass mein Mann mich eigentlich eher fördert. Er will, dass ich arbeite, er will, dass ich etwas mache. Er möchte, dass ich neue Freunde finde und neue Bekannte, weil ich bin ja eben nach Lausanne gezogen und habe mir dort alles neu aufbauen und bin am Anfang halt auch viel daheim gewesen. Und immer so ein bisschen halt langweilig. Und er hat mich dann wirklich auch gepusht. Ich geniesse es ehrlich gesagt mega, dass ich selber entscheiden kann, was mache ich. Also ich muss nicht arbeiten, aber ich darf. Und ich kann selber entscheiden, was ich machen will. Und wann und wie lange. Mein Mann geht arbeiten, er verdient das Brot. Das klingt jetzt so ein bisschen traditionell. Aber ich geniesse es mega, dass ich jetzt das machen kann, was mich glücklich macht. Doppelmoral ist eine Krankheit, die bei vielen Moslems sehr stark verbreitet ist. Vor allem jetzt so eine neue Krankheit, so die Internet-Hajis, die so wirklich mit dem Finger ab jedem Kleinigkeit auf jemanden zeigen und das ist haram. Und das sollte man nicht. Eine Muslimin sollte jetzt nicht in eine Shisha-Bar gehen. Dabei, wo hat er sich gesehen? Er war selber in einer Shisha-Bar. Der Hassan oder der Rani war selber der. Das muss ich sogar ein bisschen bestätigen. Jeder hat Angst vor Hund.
Nicht nur Moslem. Das stimmt nicht. Ich bin gestern Abend, haben wir so ein Quartierfest bei mir. Und meine Nachbarn, die in der Wohnung oben dran wohnen, haben einen Hund, ganz herzig, also wirklich. Und eine andere Nachbarin aus der Straße, die Schweizerin ist, die hat Panik geschoben. Ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht Leute aus dem Islam ein bisschen mehr Angst vor Hunden haben, weil die Hunde werden in diesen Kulturkreisen nicht im Haus erzogen. Du entwickelst wieder so eine gewisse Grundangst gegenüber etwas, das dir eigentlich gar nicht tut. Also ich bin mit Hunden gross geworden, ich liebe Hunde. Ich weiss auch nicht, ich habe noch nie von jemandem gehört, der Angst hat. Man will es nicht anlangen, so ein bisschen den Ekel, also ich nicht. Aber das ist, was ich oft noch höre. Ich selber liebe Hunde. Nein, wir haben nicht Angst. Wir haben Tiere sehr gerne. Geht Gott. Ich bin mit 4 in die Schweiz gekommen und ich glaube, ich töne sehr schweizerdeutsch. Ich glaube, man würde niemals darauf kommen, dass ich eigentlich einen kosovarischen Hintergrund habe, wenn man so ins Schweizerdeutsch hört. Es gibt bestimmt den einen oder den anderen, der schon länger da ist und es nicht kann. Aber das ist nur, weil sie nicht wollen. Ich habe in so vielen grossen Firmen geschafft. Es gibt Engländer, die seit 10 Jahren da sind und kein Deutsch können. Wir gehen ein bisschen zu fest ins Urteil hinein mit Leuten aus dem Balkan. Sie können es nicht, weil sie vielleicht nicht wollen. Und das gilt aber für alle verschiedenen Nationen in der Schweiz. Das ist nicht mit der Religion zu tun, sondern mit der persönlichen Einstellung von diesem Menschen. Was ich so gehört habe, das Erste, was oben runtergekommen ist zu Mohammed, war, du musst lernen. Und wenn das das Erste, was oben runtergekommen ist, dann heisst das ja eigentlich, der Islam sagt, du musst lernen und dich weiterbilden. Sprich, du musst auch die Sprache lernen. Das ist wieder so eine Auslegungssache, oder? Das stimmt schon. Nein, wir sind nicht hübsch. Wir sind Menschen. Und das ist, was hübsch ist.